Aber der Nasenbär, ich bin der Granti, ich zock gerne alte Computerspiele und heute rede ich sauber zu lang über The Secret of Monkey Island. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist Ironie. Es handelt sich hierbei nämlich um eine Anti-Piraterie-Maßnahme für ein Spiel, in dem es hauptsächlich darum geht, dass man Pirat wird. Der lustige Scheim hier ist eine Kopierschutzmaßnahme und zwar eine von den originellen. Das Ganze hat so funktioniert, dass das Spiel ein Passwort abgefragt hat, das man nur mit der Codescheibe rausgekriegt hat. Du hast den vorgegebenen Piratenschädel zusammengedraht und nachgeschaut, wann und wo der Besitzer des Schädels aufgehängt worden ist. Perfekter Einstieg für ein Kinderspiel, keine Beschwerden meinerseits. Die Jahreszahl war jedenfalls das Passwort und danach ging es auch schon los mit The Secret of Monkey Island. Das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure, ein veritabler Klassiker und eine Grundlage meines hundsmiserablen Humors. Es ist 1990 rausgekommen und hat damals schon saugute Bewertungen von allen möglichen Spielemagazinen abgeräumt. Das Ganze ist auf dem Mist von Ron Gilbert gewachsen, der so einige Spiele in dem Genre entwickelt hat, damals nur für LucasArts, benannt nach George Lucas, der Typ, der Herbie und American Graffiti draht hat und nur ein paar so B-Movies, die keiner kennt. Wie schon erwähnt ist The Secret of Monkey Island ein Point-and-Click-Adventure und der Genrename sagt eigentlich schon alles. Man pointet, man klickt, die Hardware-Voraussetzungen waren eine Maus und ein funktionierender Finger, deppensicher. Man hat bei solchen Spielen, besonders bei den Aidern, meistens Verben am unteren Bildschirmrand, mit denen man bestimmte Aktionen ausführen kann und ein Inventar, das entweder aus Worten oder in der Version, die ich spiele, weil ich mag es gern modern, schon aus Bildern besteht. Man bringt die Story voran, indem man Rätsel löst und die haben mal logisch und mal komplett bescheuert. Ich sag bloß The Broken Sword und die scheiß Gors. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. So viel erstmal zum Hintergrund. Jetzt kommt der Teil, wo ich das Spiel durchzocke und einen Haufen Blödsinn redet. Falls also irgendjemand Monkey Island noch nie gespielt hat, ich persönlich glaube nicht an die Existenz von solchen Leuten, der wird definitiv komplett über den Haufen gespoilert. Andererseits macht der Teil wahrscheinlich 95% vom Video aus, also wer nicht gespoilert werden will, der kann einfach jetzt schon kurz auf Gefällt mir drucken und dann was anderes machen. Lest ein Bier hin, macht ein paar Liegestütze oder hört ein bisschen Don't Drop the Sword. Der Rest kann sich zurücklehnen und mit mir ein bisschen Urlaub in der Karibik machen. Genauer gesagt auf einer Insel namens Melee Island. Wir kommen an und stellen mir gleich mal klar, was los ist. Wir wollen ein Pirat werden. Unser Held heißt Guybrush Threepwood und ist ein ambitionierter Lappen, was ich persönlich sau praktisch finde, weil man soll sich mit dem Hauptcharakter identifizieren können. Außerdem hat der Typ den am zweitleichtesten auszusprechenden Namen, den ich je gehört habe. Platz 1 geht an die Hauptfigur aus Der Name des Windes. Lass mal sehen, so schwer kann es nicht sein. Quoth, right? Das teilen wir dann gleich einmal ungefragterweise dem halbblinden Vogel hier mit, der eigentlich der Ausguck ist und aufpassen soll, dass sich keine Schiffe oder Stürme oder sonst was an die Insel anschleichern. Der schickt uns erst einmal in die örtliche Kneipen, wo uns angeblich die Piratenanführer weiterhelfen können. An der Stelle nur ein kurzer Exkurs zum Humor von Monkey Island. Er existiert, er ist definitiv vorhanden. Das Spiel nimmt sich selber nicht ernst und verarscht sowohl die damalige Spieleindustrie allgemein als auch die Konkurrenz. Sierra zum Beispiel waren früher ebenfalls für Point-and-Click-Abenteuer bekannt, aber bei denen hat man sich frustrierend leicht in Sackgassen manövrieren oder sterben können. Deswegen die Szene hier. Es gibt außerdem Charaktere, die die vierte Wand durchbrechen und sich völlig bewusst sind, dass wir sie beobachten, und Guybrush kann verschiedene Kommentare von sich geben, die sich auf die viel zu hohen Preise von Computerspielen damals beziehen. Schön, dass sie manche Sachen bis heute nicht geändert haben, ha? Außerdem gibt es einen Typen in der Scum-Bar, den man nach einem anderen LucasArts-Spiel namens Loom fragen kann, woraufhin der einen riesen Werbetext vom Stapel lässt, dass dafür zahlt werden. Aber das ist ja nur die Metaebene. Im Spielgeschehen selber gibt es natürlich auch noch einen Haufen lustigen Schmarrn. Zum Beispiel das Beleidigungsfechten oder den berühmten dreiköpfigen Affen, absolute Klassiker in Gamerkreisen. Dann gibt es natürlich noch nette Running Gags wie Guybrushs Namen, den die meisten entweder saudämlich finden oder einfach falsch aussprechen, und natürlich nur ganz normalen Blödsinn wie die Charaktere selber und ihre Dialoge. Eine nette Kleinigkeit ist zum Beispiel gleich mal die gerade eben erwähnte Scum-Bar. Zum einen mal ist Scum natürlich das englische Wort für Abschaum, was ganz gut zum Piraten passt. Gleichzeitig ist aber eine Abkürzung für Script Creation Utility von Maniac Mansion. Im Endeffekt die Software, auf der Monkey Island und einige andere Spiele von LucasArts basieren. Wir betreten die Bar und sehen mal Leute mit fragwürdigen Kopfbedeckungen, seltsame Klamotten und flüssigem Kupfer in der Hand. Mir kommt es so bekannt vor, aber irgendwas fehlt. Lass mir mal kurz jetzt eine Prisenzünftigkeit. Meine These, dass wir uns hier in einer klassischen bayerischen Borzen befinden, lässt sich sogar noch untermauern, indem wir mit dem niedlichen kleinen Wauzel in der Ecken reden.
Was folgt, ist eine scheinbar willkürliche Aneinanderreihung von Grunz, Knurr und Belllaute, die der Verständigung ausschließlich zwischen Eingeweihte dient. In Bayern nennen wir das Ganze einen Ratsch. Und bevor mir jetzt jemand der Hyperbolie bezichtigt, hier mal ein authentischer bayerischer Dialog. Ja, da ist aber jetzt gar nicht Stores da. Ja, da gar nicht ne? Da war ich gegangen, da Schnee, da Reh, umgehauen, ne? Ja, wir sind Japan sagen Quod erat demonstrandum. Im Hinterzimmer der Kneipen erklären uns die 3 Piratenanführer ein Aufnahmeverfahren. Um ebenfalls ein Pirat werden zu können, müssen wir 3 Prüfungen bestehen. Wir müssen erstens das Schwert meistern, zweitens einen Schatz finden und einen Diebstahl begehen. Und apropos flüssiges Kopfe. Wir können hier im Gespräch herausfinden, was sich diese gestandenen Piraten eigentlich so in Rüstung rühmen. Nämlich an Grog. Falls jetzt jemand unter euch nicht weiß, was dieses absolute Standard-Piratengebräu ist, es ist das ungefähr zweitkreisligste Gesöff im ganzen Spiel und hier habt ihr eine Auflistung aller Zutaten. Und wenn das jetzt nicht das mit Abstand abartigste Arschwasser ist, das du dir jemals eingeglittert hast, dann darf ich mir Sorgen machen. Und glaubt es oder nicht, aber die Rezeptur von dem Grog hat es sogar schon ins Fernsehen geschafft. Repito, el trago se llama Grog XD, propone mezclar querosén, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron acetona, tinte rojo número 2, grasa parejes y ácido de baterías. Son datos realmente que sorprenden, ¿no? Aber zurück zu unseren Prüfungen. Wer einen Schatz ausgraben will, der braucht eine Schaufel und wer mit dem Schwert kämpfen will, der braucht ein Schwert. Da Point-and-Click-Spiele üblicherweise komplette Kleptomanen-Simulatoren sind, mutet es ein bisschen komisch an, dass wir uns den Scheiß nicht einfach klauen können. Stattdessen müssen wir unser Geld besorgen. Das wir auch nicht klauen können. Wir laufen jetzt ein bisschen über die Insel, bis wir einen Zirkus finden, in dem uns 2 wahnsinnig anstrengende Typen in wahnsinnig dämliche Klamotten erklären, dass wir uns bei ihnen für ein bisschen Geld unseren jungen Körper potenziell komplett ruinieren können. Euch darf's nicht lange, dass uns schon lange mit dem Gespräch halber den Wahnsinn treiben. Mir darf's nicht einmal wundern, wenn Guybrush der erste Mensch auf der Welt ist, der vom Zuhören ein Schleudertrauma kriegt. Indem sie einen die letzten 2 Gehirnzellen zusammenschmeißen, kämen die beiden auf die Idee, dass vielleicht ein wenig gefährlich sein kann, wenn wir uns einfach so aus einer Kanone ausbolzen lassen. Und damit uns ja nichts passiert, verlangen sie, dass wir unseren Helm besorgen. Wir werden allerdings auf der ganzen Insel keinen Helm finden, also nehmen wir uns einfach diesen grintigen alten Dägel aus dem absoluten Zustand von einer Kich hinten in das Gamba. Und während irgendwo in Deutschland der Arbeitssicherheitsbeauftragte ein Herzkasperl kriegt, kriegen wir mehr unsere Pieces of 8. Da ich übrigens ein leidenschaftlicher Klugscheißer bin, werde ich bei jeder Gelegenheit unnützes Wissen in den Schädel pressen. Zum Beispiel über Pieces of 8. Im 16. Jahrhundert war der sogenannte spanische Dollar auf der ganzen Welt akzeptiert, weil er aus einer gleichbleibenden Menge Silber gemacht worden ist und deswegen sehr stabil in der Währung war. Eine solche Münzen war 8 spanische Reales wert, daher auch der Name Piece of 8. Bei der Herstellung von den Teilen ist allerdings brachial kugelt worden und deswegen schauen die drin auch allesamt aus wie Kraut und Rühren. Pieces of 8 haben eigentlich erst einmal überhaupt nichts mit Piraten zum Tor gehabt. Das Ganze ist erst durch Robert Louis Stevensons Roman Treasure Island, die Schatzinsel, mit Piraten in Verbindung gebracht worden, weil da irgend so depperer Papagei dabei war, der die ganze Zeit umeinander bläht hat. Pieces of 8, Pieces of 8. Oh, ich muss da Dinger den Scheiß wieder raus zum Löschen. Und jetzt, wenn wir endlich ein Geld haben, können wir uns unsere Ausrüstung kaufen. Auf dem Weg zum Piratenpenny labert uns allerdings jemand aus der Seitengassen raus an. Wenn wir der Stimme nachgehen, treffen wir auf Fester Scheintop, den neuen Sheriff der Insel und einen Grattler extraordinär. Fester heißt auf Deutsch so viel wie Eitern, weil viel Teufel, schätze ich mal. Und Scheintop heißt so viel wie glänzender Gipfel. Also sehr, sehr subtil, Spui, sehr subtil. Apropos subtil, der Fester gibt uns jetzt mehr oder weniger unterschwellig zu verstehen, dass wir uns von seiner Insel verpissen sollen, bevor uns irgendwas Schreckliches passiert. Und egal, ob wir uns jetzt aufmandeln oder ob wir kuschen, der Fester lasst uns erstmal in Ruhe. Nach all den Strapazen und all dem Rumgehatsche holen wir uns jetzt in unserem Korsarenkaufland endlich, wofür wir hergekommen sind und so hart gearbeitet haben, Schwert und Schaufel. Kennst du Mantel- und Degenfilme? Ja, mit Anlauf drauf geschissen. Ich bin dafür, dass die jetzt Schwert- und Schaufelfilme heißen. Und wenn wir schon mal in der Altstadt rumlungern, schauen wir doch gleich mal im Gefängnis vorbei. Da findet man einerseits eine relativ niedliche Ratz und andererseits einen relativ reidigen Typen namens Otis. Da Gitterstäbe leider nicht die besten Filterqualitäten haben, kann man nicht umhin zu bemerken, dass der Kerl aus dem Maul stinkt wie ein Kuh aus dem Arsch. Bevor sich Guybrush also überhaupt mit diesem angeblichen Opfer der Gesellschaft und definitiven Opfer von Maulfäule unterhalten kann, müssen wir ihm erstmal ein paar Pfefferminzgürtel besorgen. Zum Glück ist das nicht noch mehr ewig lange Holzstöckchen-Quest, sondern wir laufen mal einfach nur 3 Meter rüber in Abenteurer Aldi und da kriegen wir es für ein Piece of 8.
Nachdem wir uns jetzt endlich normal mit ihm unterhalten können, erzählt uns Genosse Gammelrachen, warum er eigentlich einsitzt, und zwar weil er Blümchen gepflückt hat. Das war anscheinend Grund genug für Fester Scheintop, Otis ins Gefängnis zu schmeißen. Während Otis unseren Eindruck von Fester nochmal bekräftigt, nämlich dass der Typ ein absolut mistiger kleiner Haumtaucher ist, taucht eben jene Haum hinter uns auf und fängt gleich wieder das Umeinanderstenken an. Vorerst lasst man Otis allerdings nur hinter schwedische Gardinen, weil er uns aktuell nichts bringt, außer dem Wissen, dass er einen Gaby rumkuchen hat, den er übrigens so sehr hasst, dass er lieber weiterhin seine Ratzen frisst. Nicht bloß du, Otis, nicht bloß du. Auf dem Weg zurück in den Wald schauen wir noch schnell am Laden vorbei, der voller Voodoo-Paraphernalia... Auf dem Weg zurück in den Wald schauen wir noch schnell am Laden vorbei, der voller Voodoo-Paraphernalia... Ja, Grütze! Auf dem Weg zurück schauen wir noch in einem Laden vorbei, der voller Voodoo-Paraphernalia ist. Ja doch. Und stecken wir uns das einzige ein, was uns nicht zu gruselig vorkommt. Und zwar Gummihändel. Mit einem Karabinerhaken in der Mitte. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich als Kind geschaut habe, als ich diese Wortkombination gelesen habe. Aber das Händel ist für mich nach wie vor das Symbolbild für die komplette Spieleserie. Ohne Scheiß, wenn es mir mal Freude machen wollt, schenkt mir einfach ein T-Shirt mit dem Händel drauf. Mit dem drum im Gepäck können wir uns jetzt entweder schleichen oder wir gehen weiter ins Hinterzimmer, wo wir auf die Voodoo Lady treffen. Wir müssen zwar nicht mit ihr reden, du kannst eigentlich das ganze Spiel beenden, ohne einmal was von ihr gesehen oder gehört zu haben, aber schauen kann sie auch nicht. Sie erzählt uns ein bisschen was über unsere Zukunft, wenn wir wollen, und gibt ein bisschen mit ihre RGB-Glühbirndl an. Ob wir jetzt mit ihr reden oder nicht, auf jeden Fall zwickt mir das Gummihändel und machen wir uns an die Schatzsuche. Und so geil war er jetzt mit unserem Klappspaten auf Leitei zum Dreschen, das geht hier leider nicht. Wer das mehr hat, der holt sich bitte ein Spiel namens Shovel Knight. Stattdessen besorgen wir uns beim Händler unseres Misstrauens die letzte Karte, die den Weg zum sagenumwobenen Schatz von Melee Island sorgt. Und erleiden auf der Stelle einen Anfall von Nachkaufdissonanz, weil auf dem Scheißpapier nur Tanzschritte stehen. Wenn wir in unserem Hirnkastel jetzt ein bisschen einhorzen, kann man irgendwann drauf kommen, dass das keine Tanzschritte sind, sondern tatsächlich Richtungsangaben. Und vielleicht kommen wir mit Hilfe von denen jetzt endlich durch den Wald, in dem wir uns vorher permanent verlaufen haben. Und wenn wir schon mal da sind, pflücken wir uns gleich noch das verbotene gelbe Blärme und machen uns weiter strafbar, bei dem Sheriff ist schon alles wurscht. Danach folgen wir wieder unserer Schatzkarten, bis wir die Stelle erreichen und der ist X die Stelle markiert, wo es... Oh mein Gott, die Stelle, wo es X die Stelle markiert. Manchmal... Dann folgen wir weiterhin unserer Schatzkarten, bis wir das X finden, das die Stelle markiert. Jetzt können wir uns gemütlich ein Knockato-CD einlegen und Weg nach unten laufen lassen, während wir unser sauberes Loch schaufeln. Statt am Känguru finden wir allerdings nur ein lausiges T-Shirt. Ist zwar minimal unterwältigend, aber da wir sowieso schon einen ganzen Haufen Pieces of 8 haben, sei mal drauf geschissen. Und weil er einfach der liebste Lauch in der ganzen Karibik ist, grabt der Guybrush alles wieder ein für den nächsten Piraten, der vorbeikommt. Nachdem wir unser Haifall beseitigt haben, geht's zur nächsten Prüfung, nämlich einen Schwertmeister besiegen. Dabei gibt's aktuell genau 2 Hürden. Die erste ist, dass wir keine Ahnung haben, wo der Typ überhaupt wohnt, und die zweite ist, dass wir gerade mal so wissen, an welchem Ende man ein Schwert anfasst. Die Piratenanführer haben uns ja vorgeschlagen, dass wir uns wen zum Trainieren suchen sollten, weil wir uns ansonsten beim Schwertmeister einfach nur einen Tod holen werden. Wir erkunden also die restliche Insel, um einen Lehrer zu finden. Dabei bleiben wir allerdings auf dem Weg in den östlichen Teil an einer Brücke hängen, wo ein Troll steht, der von uns Wegzoll verlangt. Das hier ist allerdings kein so 0815 Märchentroll, der sich mit irgendeiner Geist zufrieden gibt. Nö, der Kollege hier möchte, ob sie das wichtig ausschaut, aber nutzlos ist. Und da wir gerade keinen Fahrplan der Deutschen Bahn dabei haben, müssen wir uns was anderes überlegen. Und die Lösung für das Rätsel ist so dämlich, was Lustiges. Hinter der Küche von der Scamba finden wir eine kleine Möwe, und der geben wir eine unfreiwillige Flugstunde, damit wir ihr ihren hart verdienten Fisch klauen können. Und der Fisch ist ein roter Hering. Die meisten Leute werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was an einem geschissenen Fisch bitte schon so lustig sein soll. Und zu denen Leuten sage ich, googelt einmal Bilder von Teufelsfischen, das sind die kreisligsten, deppertsten und hässlichsten Viecher, die sie je... Warte, was wollte ich sagen? Ah, stimmt. Der rote Hering ist hier deswegen lustig, weil der Begriff roter Hering eine Erzähltechnik bezeichnet, mit der man in Geschichten die Figuren und damit halt auch die Leser, Zuschauer und so weiter ablenken und auf den Holzweg führen kann. Und mit dem Hintergrundwissen kriegt das Rätsel überhaupt erst seinen Witz, weil der rote Hering vom metaphorisch nutzlosen Gegenstand zu einem im Spiel essentiellen Gegenstand wird. Und zwar dadurch, dass er eben nutzlos ist. Das gibt einen richtig schöner Knoten im Hirn. Und ja, mir ist völlig klar, dass das außer mir ungefähr 4 Leute auf der Welt lustig oder interessant finden werden, aber seht es mal so. Wenn euch das nächste Mal irgendjemand nervt, erzählt ihm einfach den Schmarrn und ihr habt garantiert sofort eure Ruhe. Und apropos Sachen, die keiner außer mir lustig findet, nach dem Überqueren der Brücke stellt sich raus, dass der Troll überhaupt kein Troll ist. Das ist ein Typ in einem Kostüm. Und zwar George Lucas, der hier einen kleinen Gastauftritt gehabt hat. Auf jeden Fall blockiert uns jetzt nichts mehr ein Weg im östlichen Teil der Insel und wir finden da eine Hütte, in der ein Typ namens Captain Smirk wohnt. Smirk heißt auf Deutsch so viel wie abfällig grinsen und das kriegt der Typ schon verdammt gut hin. Wir erfahren von dem Kollegen außerdem, dass der Schwertmeister tatsächlich eine Schwertmeisterin mit Namen Carla ist und er mit der schon so einige Abenteuer bestanden hat. Und nachdem er uns ungefähr halbe Stunde nur saublöd angeredet hat, bringt er uns bei, dass es beim Schwertkampf in erster Linie gar nicht darum geht, wie gut man mit dem Schwert umgehen kann, sondern dass man seinen Gegner so grob wie möglich beleidigen muss.
Was man Gescheres von sich gibt, muss allerdings zu dem passen, was der Gegner davor zu einem selber gesagt hat, sonst haut das Ganze nicht hin. Wir verlassen unsere Hütten also mit dem Geheimnis des Beleidigungsfechtens und dem nagenden Gefühl, dass wir unser Geld rausgeschmissen haben. Jetzt lungern wir in die Straßen von Melee Island umeinander wie so besoffener Jugendlicher an der Bushaltestelle und provozieren die Leute bis uns an die Eier schingern. Das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir zum Herrn kriegen, dass wir mittlerweile Gurken sind, um uns mit der Schwertmeisterin anzulegen. Die ersten Male ist es saulustig, aber mittlerweile, wo ich den ganzen Zeug so halb auswendig kann, muss ich sagen, im Spiel zirkt es dann tatsächlich schon ein bisschen. Also das ist so ein kleiner Schwachpunkt nach all den Jahren. Ich frage mich allerdings, wie schnell und brutal die ganze Sache gelaufen war, wenn der Guybrush irgendwann mal so ein Dreivierteljahr irgendwo in Bayern auf dem Bau gearbeitet hätte. Das ist nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, das sind Atombomben. Auf jeden Fall kriegen wir dann irgendwann gesagt, dass wir gut genug sind, um uns mit Carla anzulegen und wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. Was nicht so einfach ist, weil wir haben absolut keine Ahnung, wo die gute Frau ihr Häusl hat. Zu unserem Glück kennt aber ausgerechnet der Besitzer vom Räuberreh mit Carla von früher und weiß sogar, wo die wohnt. Er darf sogar bei ihr anfragen, ob sie sich mit uns duellieren möchte, was wir dankend annehmen. Was jetzt kommt, ist leider ziemlich fiese Anfängerfalle. Entweder man bleibt im Laden und wartet auf den Typen, aber dann steht man da rum, bis man schwarz wird. Oder man versucht aus einem völlig verständlichen Reflex heraus irgendwas von ihm zu klauen, dann steht er sofort wieder in der Tür, als wäre er nie weggewesen. Oder es wird am Split, man geht aus, kommt irgendwann später wieder zurück und der Typ kackt dann an, warum man nicht auf ihn gewartet hat. Also wie es das machst das verkehrt. Das Rätselslösung ist relativ einfach, wenn auch, wie gesagt, ein bisschen geschert. Sobald der Typ sein Land verlässt, lauft man ihm einfach über die komplette Insel nach, bis wir beim Ziel angekommen sind. Als wir da sind, hören wir uns das Gespräch zwischen den beiden an und das erste, was Carla sagt, ist, dass er sich schleichen soll. Ich frage mich, warum die so unfreundlich zu so einem netten, alten... Okay. Du hast das Schwert, Carla. Nutze es. Nachdem sie Kollege Hackelstecker verzogen hat, stellen wir uns vor und fordern Carla zum Duell. Anschließend benutzen wir unsere netto ungefähr 1,5 Stunden Expertise im Schwertkampf, um sie mit ihrer lebenslangen Erfahrung in 5 Minuten oder so fertig zu machen. Demnach sind wir jetzt wohl der beste und klügste Schwertkämpfer auf Melee Island, was keinen der Beteiligten irgendwie gut ausschauen lässt. Ach ja, rat's mal, was wir als Belohnung dafür von ihr kriegen. Nochmal ein T-Shirt. Jetzt können wir 2 übereinander anziehen und drunter noch unser Hemd, dann schauen wir aus wie irgendeiner, der es in der ersten Staffel von DSDS beworben hat. Aber wenigstens ist damit die Prüfung auch erledigt und wir machen uns auf den Weg zur dritten und letzten, nämlich am geschmeidigen Einbruchsdiebstahl. Wir sollen ja für die Piratenchefs das Idol der vielen Hände aus der Gouverneursvilla klauen. Dafür müssen wir natürlich erstmal einen Weg finden, um an den tödlichen Piranha-Pudel vorbeizukommen. Das ist jetzt wieder eher ein arschiges Rätsel, muss ich sagen. Die Piratenchefs haben uns ja damals empfohlen, die Fußhupen zu betäuben. Jetzt müssten wir nur darauf kommen, dass das Blärme wegen dem Auto, das im Kittchen hockt, betäuben wirkt. Entweder wir haben Glück oder lustig verkabelte Synapsen und kommen einfach so drauf, oder wir beherrschen Französisch so gut, dass wir uns den Namen der Blume übersetzen können. Das Blärme heißt nämlich Caniche endormi und das heißt auf Deutsch schlafender Pudel. Natürlich kann man so blutrünstige kleine Kläffer nicht einfach ein Blärme hinschmeißen, da setzen sie da Heifel drauf und bauen weiter. Na, wir brauchen einen ordentlichen Batzen Fleisch. Und wer wie jeder normale Point-and-Click-Spieler sowieso aus Reflex alles mitnimmt, was nicht angenagelt ist, der läuft jetzt schon seit ein paar Stunden mit einem Schweinsachs in der Hosentasche umeinander. Wer das drum übersehen hat oder erst nur seine lächerlichen Moralvorstellungen hinter sich lassen muss, der darf jetzt zurück ins Gamba latschen. Wir greifen uns jetzt also diesen fleischähnlichen Klumpen von der Werkbank und irgendwo anders läuft zum Uraido-Bäder vom Gesundheitsamt eiskalt am Buckel runter. Dann schmeißen wir Fleisch und Blärme in den Kochtopf und haben alles, was wir brauchen. Die Mischung werfen wir dann die wahnsinnigen Wadelbeißer zum Fraß vor und freuen wir uns, wenn wir nur ein bisschen Humor in uns haben, über die Meldung, die danach aufploppt. Da uns jetzt nichts mehr im Weg steht, steigen wir einmal in den Gouverneurspalast ein und schlafen mit unseren dreckigen Schuhen komplett durchs Wohnzimmer. Wer will, kann sich zwar umschauen, aber es gibt eigentlich nur einen Weg, den wir wirklich gehen können, und zwar durch diese Tür. Und schau mal her, unser größter Fan ist schon wieder direkt hinter uns. In der folgenden Szene geht es zwar so richtig zur Sache, allerdings nur hinter einem statischen Bildschirm. Die Entwickler haben sich nämlich damals gedacht, hey, wie geil war das eigentlich, wenn man in unserem Computerspiel eine Zeit lang einfach nicht spielen kann. Was erstmal wie eine relativ depperte Idee klingt, muss ich sagen, funktioniert in dem Fall relativ gut. Zumindest trifft es meinen Humor. Ich meine, die Sachen, die hier passieren, sind wahrscheinlich die absolut irrsten, die im ganzen Spiel so vorkommen. Irgendwas mit Wachslippen, an einer Lama ohne Tackern und sonstiges. Und nichts davon zum Singen. Für mich hat das einfach schon ein bisschen so ein Monty Python Humor, muss ich sagen. Ich stelle mir allerdings auch ganz gern vor, dass der Entwickler damals gesagt hat, er hat jetzt einfach keinen Bock mehr, er möchte Feierabend machen, heimfahren, sein Palana-Spezi aufmachen und 5 Grad sein lassen. Und deswegen macht er jetzt hier einfach alles automatisch. Jedenfalls hat es damals irgendein geniales Kerlchen geschafft, am Chef seine Faulheit als Kreativität zu verkaufen und damit durchzukommen. Und wenn das keinen Respekt verdient, dann weiß ich auch nicht mehr.
Der Guybrush lässt sich jedenfalls von nix aufhalten, nicht einmal vom grantigen Jack, dessen durch eine Wand in diesem Rigipspalast trischt. Er holt sich einfach nur ein Bier her aus dem Regal, es ist definitiv nicht wie der Ärger aus dem Weg gebannt 2 und grabt nochmal zurück hinter die Wand, wo wir uns nochmal gefühlte 5 Minuten unsichtbarer Action oder dürfen. Nachdem der Sheriff ihn beim Idol einholt, vollbringt Guybrush die wahrscheinlich krasseste Kraftleistung in seinem ganzen Leben und zirkt am Fester einen kompletten Stuhl über sein hochglanzpoliertes Hirnkastel. Nach dieser epischen Glanzleistung macht Guybrush allerdings keine Pause, er macht sich sofort auf die Suche nach einer Feile, damit er endlich an sein Idol kommt. Alle Leute, die ähnlich wie ich die ersten Jahre ihres Lebens ausschließlich auf Comic-Logik aufgebaut haben, denen fällt jetzt halt ein, worin man Feilen so finden kann. Jupp, in einem Kuchen. Und wen kämen, der einen Kuchen hat, aber gar nicht mag? Unseren gestingerten Otis, der albern im Gefängnis sitzt. Praktischerweise haben wir bei unserem Abenteuer hinter der Wand ein Anti-Ungeziefer-Spray abgestaubt, mit dem wir Otis gegen die Ratten bewaffnen können. Als Dank dafür überlasst uns einen kreisligen Geibiron-Kuchen und wir graben uns mit bloßen Händen durch diese Unverschämtheit von einem Nahrungsmittel, bis wir eine Feile finden. Damit geht's zurück in den Gouverneurspalast, wo wir endlich als Idol der vielen Hände in unsere möchtegern Piratenbratzen kriegen. Und gerade wenn wir uns damit schleichen, als unser Lieblingsstalker wieder hinter uns auftaucht. Langsam habe ich es dick. Fester ist gerade dabei, ein haushaltsübliches Backerl Futzen aufzureißen, als wir mal wieder mehr Glück als Verstand haben. Kurz bevor es uns ans Leder geht, taucht die Chefin des Hauses und eigentlich der ganzen Insel auf, Gouverneurin Elaine Marley. Die schlägt sie jetzt glücklicherweise auf unsere Seite und sagt am Fester, er soll 32 Glaub aufspulen oder sowas. Jedenfalls verzirkt er sie und wir haben ein Lor mit der Gouverneurin. Im folgenden Gespräch, und glaubt's mir, der Begriff Gespräch ist hier verdammt großzügig ausgelegt, verwandelt sich Guybrush allerdings in eine lebende Buchstabensuppen, weil er anscheinend das erste Mal in seiner lappigen Existenz ein Kompliment von einer Frau gekriegt hat. Was ihn anscheinend so sehr durcheinander bringt, dass er ihm nur noch Schmarrn aus dem Gesicht fällt. Ich meine, ja, 1990 war es schon mal lustig für 10 Sekunden, aber zum Glück haben wir mittlerweile als Gesellschaft ja humoristisch über so einen Krampf rausgewachsen. Ich meine, das Klischee ist einfach ein totgerittenes Pferdl. Wie lange soll man über sowas bitte schön lachen können? Elaine ist von unserem Gestammel leider minimal indigniert und lasst uns einfach stehen. Da wir aber haben, wofür wir hergekommen sind, verziehen wir uns. Zumindest theoretisch, weil praktisch betrachtet gibt's wieder Ärger mit unserem Karl Hauptkommissar. Hahaha. Warte, ich schreib's euch, sonst ist das nicht so lustig, das muss man lesen. Na? Karl Hauptkommissar? Weil er keine Haare hat, weil er Glatzen, weil er Karl, weil er... Ist doch wurscht, leckt's mich doch einmal. Der Typ ist jedenfalls so entspannt wie der schussbereite Ballista und verfolgt den vermutlich harmlosesten Vollidioten auf der ganzen Insel mit der gleichen Vehemenz wie der bayerische uniformierter Studenten, den er mit 0,01 Gramm zu viel erwischt hat. Und weil hier ungefähr die gleichen Verhältnismäßigkeiten herrschen, versucht uns gleich mit zum der Saufer wie der Herbstkatzel in der Isar. Die folgende Szene ist eine der witzigsten im ganzen Spiel und ohne Scheiß, es gibt einen kompletten Artikel nur darüber, wie sehr diese Szene den Humor von Monkey Island repräsentiert. Falls es wen interessiert, ich schmeiße euch den Link unten in die Beschreibung rein, es ist echt lesenswert. Aber erst einmal kickt uns Fester ins Wasser und steht dann da selbstgefällig grinsend wie eine Katze, die da gerade einen Haufen vors Klo gesetzt hat. Oh, du mistiger Grattler. Wart bis ich wieder aus dem Wasser draußen bin, ich werd dir dein Gesicht brechen, werd dein Scheißlädchen bearbeiten, bis du ausschaust wie ein Presssack, du Drecker. Okay, einfach... Glücklicherweise hat Guybrush genau 2 Talente. Das erste hat er sogar eingangs die Piratenanführer erzählt, nämlich dass er 10 Minuten lang Luft erhalten kann. Möchte man gar nicht glauben, wenn man bedenkt, dass der Kerl zu allem einen Kommentar hat. Das verschafft uns 10 Minuten zum Überlegen und wenn man ein bisschen rumprobiert, dann kommt man irgendwann drauf, dass Guybrush noch ein zweites Talent hat, nämlich die Gesetze der Physik komplett zu ignorieren. Also Unwissenheit schützt zwar vor Strafe nicht, aber hier definitiv vom Ersaufer. Wer übrigens jetzt aus Neugier oder meinetwegen aus reiner Bosheit sehen will, was nach 10 Minuten passiert, der kann beobachten, wie Guybrushs Gesicht schneller Farbwechsel als der Stimmungsring von meiner Freundin, wenn sie ihre Tag hat. Oh Gott, ich hab schon wieder dran, die beim Mario Bart. Wenn wir jetzt aus dem Wasser kraxeln, dann sehen wir eine von 2 mögliche Cutscenes, abhängig davon, welche Prüfung wir als dritte und letzte erledigt haben. Falls wir irgendeine andere Prüfung als den Diebstahl als letztes abgelegt haben, dann sehen wir jetzt ein Schiff davon, von das ein Breckern durchsichtiger ist, als man das eigentlich von einem Schiff erwarten würde. Hierbei handelt es sich natürlich ums Geisterschiff von unserem Geisterpiraten LeJack, der Elaine mit seiner Geistermannschaft entführt hat, um sie nach Monkey Island zu bringen. Wenn wir uns wie eben geschehen als Idol als letztes geholt haben, dann taucht jetzt Elaine höchstpersönlich auf und fragt, wie es uns geht. Daraus entwickelt sich dann leider ein Dialog, der in Sachen Schmalzigkeit und Peinlichkeit eigentlich nur zu übertreffen ist von einem alten ICQ-Chatverlauf. Im Spiel dürfte es jetzt ungefähr 15 Minuten her sein, dass Elaine zu ihm gesagt hat, dass er eigentlich ein bisschen zu hübsch ausschaut, um ein Pirat zu sein, und seither haben die beiden unsterblich ineinander verliebt. Das ist für mich die lächerlichste und unglaubwürdigste Romanze, die ich jemals irgendwo erlebt habe. Oder ist zumindest auf einem soliden zweiten Platz.
Elaine stellt jedenfalls relativ schnell und deutlich klar, dass sie ganz gern mit uns versteckte Wurst spielen darf. Warum schreibe ich so reiniges Zeug? Jedenfalls äußert sich Elaine dahingehend, dass sie durchaus inkliniert wäre, die körperlicheren Facetten ihrer romantischen Zuneigung uns gegenüber auszuleben. Guybrush soll ihrer Meinung nach aber jetzt erst einmal seine Prüfungen fertig machen, damit er sich nachher ganz auf sie konzentrieren kann. Fralle, gute Frau, das wird hervorragend funktionieren. Der Kerl hat Stangelfieber, dass ihm die Hosen zu eng ist und du glaubst, der kann sich jetzt nur um seine Prüfungen kümmern. Sehr optimistisch. In welcher Reihenfolge wir immer die Prüfungen erledigen, an deren Ende wird Elaine entführt. Und unser Traumhapper der Tristan hier beschließt, ich sollte ihr nachsegeln. Okay, der hat selber wieder. Damit wir nach Monkey Island kämen, braucht man aber erst einmal ein Schiff. Zum Steuern haben wir natürlich selber sauber das Blät und deswegen suchen wir uns Leute, die sowas kennen. Da sich aber fast jeder in irgendein Loch verkrochen hat aus Angst vor LeChuck, bleiben uns nicht mehr wirklich viele Leute zum Anheuern. Wir denken natürlich als erstes mal gleich an unsere begabte Schwertmeisterin und die kommt da ohne jeden Widerspruch sofort mit. Reicht natürlich bei Weitem nicht, also hatscht man mal zur Abwechslung im Norden von Melee Island. Und da finden wir hinter einem Abgrund ein Haus, das wir nur mit dem besten Händel aller Zeiten erreichen können. Und in der ehemaligen, keine Ahnung, Jugendherberge oder so, residiert ein Typ namens Meathook. Und der Kerl hätte eigentlich eine super Karriere als Boxer machen können, weil er nämlich einen sauberen rechten und linken Haken hat. Wir können den Kerl übrigens so lange beleidigen, bis er uns hinausschmeißt, und dann können wir uns wundern, warum Guybrush überhaupt nur unter die Lebenden wandelt. Weil so ein Mundwerk kombiniert mit so einer Figur tut ihm normalerweise echt keinen Gefallen. Andererseits lebe ich auch noch, von daher ist es jetzt nicht komplett unrealistisch. Wenn wir Meathook bei unserer Rettungsmission um Hilfe bitten, schaut er sich uns einmal kurz an und beschließt, dass er so einem Christball nicht mehr zutraut, als maximal der eigene Schuhwandel zu binden. Falls wir es überhaupt daheim können. Er fordert uns also raus. Wir sollen eine Begegnung mit dem grausamen, tödlichen Viech überleben, das er vor Jahren so verkrüppelt hat. Ich finde ja, die hätten hier noch einen guten Scherz einbauen können, dass er ihm scheinbar ein Tor vom Kopf gefressen hat, aber mei. Meathook macht jetzt einen riesen Zinnober und bringt sie dann schleunigst in Sicherheit, bevor wir einem Monster gegenüberstehen müssen, bei dessen Anblick sogar der mächtige Cthulhu selber seine kosmische Unterhosen gegen Windel tauschen soll. Wir nehmen also all unseren Mut zusammen, stellen wir uns Meathooks größter Angst und überleben nur um Haaresbreite. Danach akzeptiert er uns als das Alpha-Mandal, das wir anscheinend sind, und erklärt sich bereit, unser Deck zu schrubben. Und falls jemand von euch auf der Suche nach einem neuen Anmachspruch war, egal ob für Mandel oder Weiberl, gern geschehen. Zu guter Letzt holen wir jetzt noch einen Otis aus dem Gefängnis, indem wir uns im Wirtshaus einen Haufen Maskrieg backern und dann mit einem Grog bis zum Knast bringen, um die Stahlstangen zu schmelzen. Da darf man allerdings Saubergas geben, weil sich der Grog schneller durch den Maskrieg frisst als ich mich durch ein Sushi-Buffet. So, damit haben wir unsere Mannschaft beieinander. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Schiff. Unabhängig von der Reihenfolge, in der wir unsere Mannschaft zusammengesammelt haben, wird uns allerdings erst einmal in einer Zwischensequenz ein Plot-Twist präsentiert, der sich nicht vor The Sixth Sense Verstecker braucht. Hier offenbart sie nämlich der nicht unbedingt sozialverträglich, aber immer noch grob im Bereich des Menschlichen existierende fest erscheint hat, Trommelwirbel bitte, als LeChuck. Und genauso fühle ich mich übrigens, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Aber zurück zu Guybrush. Wie schon erwähnt, fehlt uns jetzt eigentlich nur noch irgendein Schaluppen, mit dem wir nach Monkey Island rüber schippern können. Und wenn wir nicht sowieso schon beim Erforschen der Insel mal irgendwann drüber gestolpert sind, erzählt uns jetzt ein todunglücklicher Koch in seiner Kneipe, dass es einen Gebrauchtschiffswarenhändler namens Stan gibt, der gebrauchte Schiffe verkauft offensichtlich. Und der Typ hat eine dämliche Geschäftsidee nach der anderen, verdient sein Geld hauptsächlich mit Rosttäuscherei und Labern und hat wahrscheinlich einmal am Tag seine Nasen Meter tief im Pulverschnee. Das klingt, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er Startup in Minga eröffnen möchte. Wir drehen den Spieß allerdings um und leiben ihm mit Hilfe von ein bisschen Betrug, eine Prise Diebstahl und einem ganzen Haufen Urkundenfälschung ein Schiff aus den Rippen. Das Ganze funktioniert so, dass wir den Kerl abziehen, dem der Säbelrassler Supermarkt gehört. Mir gingen ehrlich gesagt langsam die Alliterationen aus, deswegen nenne ich den Typen jetzt einfach nur noch Schorsch. Der Schorsch hat in seinem Tresor ein Bürgschaftsformular liegen, mit dem wir beim Stan auf Kredit einkaufen können. Da wir keine Chance haben, einen Schorsch davon zu überzeugen, dass wir eine verlässliche und hart arbeitende Person sind, der wir das nächstbeste und schauen wir ihm zu, wie er sein Tresor aufmacht. Wir merken uns die Kombination, schicken wir ihm noch mit zur Kala und schnappen uns das Bürgschaftsformular, während der Wecker ist. Und damit sind wir jetzt einen Stan über den Tisch und holen wir unser Schiff vor, nämlich die Sea Monkey. Und die Schaluppen ist der Legende nach einmal von einem Haufen Affen von Monkey Island nach Melee Island gesegelt worden. Nur um jetzt von einem Haufen Affen von Melee Island nach Monkey Island gesegelt zu werden. Das ist dann auch unser Stichwort. Wir treffen uns mit dem Stan am Dock zur Übergabe vom Schiff und er überlegt sich es beinahe nochmal anders, bis er ihm einfällt, dass er heute doch nur ein geldgeiler kleiner Drecksack ist und er uns mit einem kaputten Schiff einfach stehen lässt. Unsere Mannschaft lässt zwar nicht lange auf sich warten, dafür aber einer Optimismus einen Haufen zu wünschen übrig. Mit einem Schiff, das du jetzt eigentlich schon eine Pfeifrauer kannst und einer Crew, die mehr motzt als mein Bab, wenn sein Leberkastantler auf einmal 50 mehr verlangt, stecht man in See.
Ehrlich besorgt ums Wohl seiner geliebten Gouverneurin hält der Guybrush eine leidenschaftliche Ansprache zum Thema Teamwork. Woraufhin unser Team beschließt, nimmer zum Worken. Gut gemacht, Guybrush. Wenn's mit der Piratenkarriere nichts wert, probier's doch mal als Motivationsredner. Die fauler Sauhund flackern sehen, wo es in Sonne und mir können nimmer recht viel mehr da als einer sauberen Packung Sonnenbrand und Hautkrebs zum Wünschen. Wenn wir gerade ein Verb hätten, um den im meuternden Freibelätschen vom Krähennest aus ins Gesicht zum Scheißen. Aber na, wir sind wieder auf unser Log gestellt. Nach der Meuterei durchsucht man erstmal das Schiff und findet man das Logbuch vom letzten Ammervollidioten, der versucht hat, nach Monkey Island zu kommen. Anscheinend ist er mit irgendeinem Affen namens Herman Toothrot aufgebrochen, der ihn irrsinnig genervt haben muss auf der ganzen Fahrt mit seinem Gestang, mit seinem Geschnarche. Ja, warum lasst ihn dann auch in dein Bett schlafen, du Hirndiebe? Auf jeden Fall ist am Captain so dermaßen auf den Sack gegangen, dass der ihm fast eine betoniert hätte. Bevor es dazu gekommen hat können, hat der Herman allerdings beschlossen, eine Versöhnungssuppe zusammen zum Flexen. Die hat scheinbar beide komplett weggedraht und als sie wieder aufgewacht sind, haben sie Monkey Island vom Schiff aus sehen können. Da wir aktuell überhaupt keinen Plan haben, ist das jetzt unser Plan. Wir versuchen jetzt also Suppen nachzukochen, die uns entweder nach Monkey Island oder umbringt. Guybrush kocht allerdings, als hätte er beim Joe Waschel persönlich gelernt. Heute zum Beispiel kochen wir einfach einmal irgendwie irgendwas. Dazu nehmen wir mal da irgendwas, haben wir das da rechts, zack, flutsch und wir machen alles so lässig aus dem Handgelenk. Ein bisschen nehmen wir das noch und da dann noch ein bisschen, also wurscht, da haben wir einen Haufen Zeug umeinander stehen, das muss auch irgendwann einmal weg. Und nachdem er die Mutter aller Resteverwertungen konstruiert hat, ziemlich sicher nach dem gleichen Rezept, das Eowyn damals für einen Eintopf benutzt hat, lasst es nicht zusammen und als er wieder zu sich kommt, ist er da, wo er hin wollte. Praktisch. Weil unser Möchtegern-Pirat allerdings scheinbar so gut schwimmt, wie er kocht und sein Riesenkiwi kein einziges Ruderboot hat, macht er das, was am jeden von uns auch als erstes eingefallen war. Er ballert sich mit der Bordkanone ans Ufer. Aber natürlich setzt er sich vorher einen Deckel auf, dass ihm ja nichts passiert. Nachdem wir mit dem Gesicht bremst haben und uns der Arsch brennt, als hätten wir 2 Kilo abgelaufenen Meerrettich gefressen, treffen wir auf ein absolutes Original. Nämlich den eingangs schon erwähnten Herman Toothrot, der vor 20 Jahren auf Monkey Island gestrandet ist und seither keinen Grund gefunden hat, eine Hosennot zum ziehen. Herman, du Schutzpatron der Gemütlichkeit, wir salutieren dir. Da wir nicht wirklich eine Ahnung haben, was wir da sollen, warum nicht einfach ein bisschen Chaos und Zerstörung verbreiten? Erstmal stellen wir am Herman sein Teleskop und versauen wir ihm gnadenlos sein Wohnzimmer. Dann verrückt man seine vorsichtig ausbalancierte Kunstinstallation, um uns eine Banane zu besorgen und versenkt man nebenbei nur unser Schiff samt dem undankbaren Sauhaufen von einer Mannschaft. Und wenn wir schon dabei sind, sprengen wir nur einen Damm und fluten einen kompletten Landstrich. Und all das hilft uns tatsächlich, die Story vorwärts zum Treiben. Also was lernen wir draus? Wenn's nicht weiter weißt, mach einfach alles kaputt. Außerdem findet man den ehemaligen Captain, der vom Herman so dermaßen Schnauzen voll gehabt hat, dass er sich einfach einen Strick genommen hat. Wir nehmen uns ebenfalls einen Strick. Allerdings kraxeln wir damit in die Schlucht runter, wo wir 2 Paddel finden. Damit geht's zurück zum Ruderboot, das am Strand vor Anker liegt und wir kommen endlich auf die andere Seite von der Insel. Da laufen wir ein wenig durch die Gegend, bis wir ein Dorf finden. In dem Dorf macht man, was wir am besten können, wir klauen irgendwelche Leute einen Scheiß. Gerade als wir uns mit unserer Wahnsinnsausbeute von einer Banane vom Acker machen wollen, treffen wir auf 3 Geschwollschädel. Früher waren sie mal Kannibalen, jetzt haben sie deutlich bewusster in ihrer Ernährung und außerdem genervt, weil wir ihnen eine Banane klauen wollten. Also diskutieren sie, ob wir vielleicht für einen Cheat Day down dann. Guybrush ist davon nicht so begeistert und versucht jetzt natürlich seine Haut und deren doch eher mageren Inhalt zu retten, indem er einen der berühmtesten Sätze der PC-Spielegeschichte von sich gibt. Auf so einen Schwachsinn fällt natürlich kein Mensch rein. Und die Kannibalen machen ihm ein letztes Oh, er ist Grattler. Sie geben ihm jedenfalls die letzte Chance, sein Leben gegen irgendwas Wertvolles einzutauschen. Leider haben wir aktuell nichts derartiges in der Tasche und da sie sich nicht einig werden können, was sie mit uns anstellen sollen, sparen sie uns erstmal in einer Gästehütte. Hier drängen sie leider kurz die makabre Frage auf, wie alt die einen Gäste so waren. Im Gegensatz zu den hier ehemals gelagerten Vorspeisen entkommen wir allerdings relativ schnell. Wenn wir uns nach unserer Flucht bei den Kannibalen blicken lassen, werden sie uns noch mehr einsparen und ihre Sicherheitsmaßnahmen dezent erhöhen. Wenn wir wollen, können wir es damit in einen anachronistischen Wahnsinn treiben. Was zwar ziemlich witzig ist, aber uns überhaupt nicht weiterhilft. Wir müssen ihnen irgendwas geben, damit sie uns in Ruhe lassen. Die Lösung ist ungefähr die gleiche, wie wenn du nicht weißt, was mir schenken sollst. Du gibst mir einfach etwas, was ich dir mal gegeben habe, weil mein Gedächtnis ungefähr so gut ist wie meine Orientierungssinn. Wer jetzt Monkey Island davor schon ein bisschen erkundet hat, der ist mit Sicherheit an dem gigantischen Affenschädel vorbeigekommen, der im Osten der Insel steht.
Da müssten wir jetzt halt rein. Was sie allerdings als gar nicht mehr so einfach gestaltet, weil das Gartendeal zu ist. Und da Guybrush nicht wie ein völlig normaler Mensch einfach drüber steigen kann und das hier ein Point-and-Click-Adventure ist die Lösung natürlich ein absoluter Hirnwurm. Im südlichen Teil von der Insel läuft ein kleiner süßer Aff umeinander. Was mengen Affen? Bananen. Was finden wir überall über die ganze Insel verstrahlt? Bananen. Und was haben wir vorher unter Missachtung sämtlicher stochastischer Erkenntnisse von der Palme runterbolzt? Bananen. Wenn wir nur Bananen beieinander haben, gehen wir zu dem kleinen Affen, verfuhren uns an ihm und haben auf einmal einen neuen Freund, der uns überall hin nachläuft. Mit dem niedlichen Kerlchen im Schlepptau begeben wir uns zurück zu dem riesigen Affenschädel, ziehen an der Nase von dem Totem und Monkey see, Monkey do, er macht's uns nach. Und da bleibt er dann ein Hängen, damit wir immer schön hin und her laufen können, bis wir alles erledigt haben. Nehmen wir uns einfach mal ein paar Sekunden, um uns bewusst darüber zu werden, dass ohne den kleinen Affen in dem Spiel nichts vorangegangen wäre. Ach schau mal, der hat sogar einen Namen. Jojo Senior. Was hat der denn noch für bizarre Abenteuer erlebt? Okay, na, danke, klang schon wieder. Ich rufe erstmal meinen Therapeuten und bin gleich wieder da. Jetzt können wir endlich in den Affenschädel-Vorgarten und da finden wir einen Haufen kleiner Idole und Statuetten und so ein Klump. Unsere Kannibalenkumpels haben uns ja vorher schon mal den Tipp gegeben, dass sie sich immer über Sachen freuen, die sie einem Affengott opfern können. Das Nette ist, wir finden hier tatsächlich eine kleine Statue, auf der hinten drauf steht Made by Lemonhead, einem der Kannibalen. Können wir bloß hoffen, dass die nur ein bisschen dümmer sind als wir. Mit dem Ding im Gepäck laufen wir zurück zu den Kannibalen und versuchen sie eine Uhr zum Drehen, was prompt funktioniert. Hier nochmal nutzlose Info am Rande. In dem ganzen religiösen Ramsch, der hier so rumsteht, gibt es ein paar Statuetten zum Singen, die Figuren aus anderen Point-and-Click-Klassiker darstellen. Zum Beispiel Simon Max aus Simon Max Hit the Road oder in der Special Edition von Monkey Island 1 das böse lila Tentakel aus Day of the Tentacle. Ich glaube, damit ist der nutzloses Wissen-Counter jetzt seit ungefähr bei 4. Schauen wir mal, dass wir die 5 noch voll machen. Nachdem wir jetzt unverdienterweise ein paar Pluspunkte bei den Kannibalen gesammelt haben, können wir uns um Hilfe bei unserem Problem bitten. Nach dem absolut besten Spruch beim Betreten eines jeden Raumes, nämlich ich suche 30 tolle Typen und eine Frau, erzählen sie uns, dass LeChuck einer seit einiger Zeit extrem auf die Nerven geht. Ich dachte die drei jetzt ganz gern Standepede zu deutsche Staatsbürger erklären, dass er sich jetzt seit ewig darüber aufregt, dass LeChuck und seine Geistercrew quasi jeden Tag nach 22 Uhr noch irgendwelche Rituale abhalten und das die Touristen vergrault. Anscheinend verklagen sie aber sowieso sämtliche Bewohner der Insel gegenseitig, wie man aus den ganzen Briefen und Memos, die über Monkey Island verteilt sind, erfahren kann. Dann erzählen sie uns freundlicherweise auch noch, wo LeChuck mit seinem Geisterschiff samt Besatzung vor Anker liegt, und zwar in einem höllengleichen Labyrinth unterhalb von der Insel. Unsere Obstkäpfe dann ihren untoten Hausbesetzer ganz gern loswerden, können sie aber nicht, weil er eine magische Anti-Geisterwurzel gestohlen hat. Und die Wurzel ist anscheinend das einzige, was einen Geist komplett umbringen kann. Jetzt wissen wir zwar, wo wir diesen Geisterkrattler, unsere geliebte und die blutige Wurzel finden können, das hilft uns allerdings momentan kein Brecke weiter, weil wir den Schlüssel zum heiligen Affenschädel nicht haben. Den hat der Herman. Und wie wir aus den ganzen Briefen erfahren, geht es in dem Prozess zwischen ihm und die Kannibalen darum, dass er einer seinen Bananenpflücker ausgeliehen und dafür besagten Affenkopfschlüssel als Pfand gekriegt hat. Dann haben sie sich irgendwie gestritten und keiner wollte dem anderen seinen Scheiß zurückgeben, deswegen flackt der Bananenpflücker jetzt in der Gästehütte von den Kannibalen und der Schlüssel beim Herman. Da wir jetzt aber endlich freien Zutritt zu der Hütte haben, können wir uns den Pflückerzwicker und gegen einen Schlüssel tauschen. Fragt's mich bloß ja nicht, wo der Herman den Oschi von Q-Tip Einstecker gehabt hat, weil Hosen hat er keine und ich möchte einfach nicht drüber nachdenken. Jedenfalls können wir jetzt endlich den heiligen Affenschädel betreten, und zwar indem wir in seinem Ohrwaschel umeinander stochern wie ein Zweijähriger, der gerade seinen Nasen entdeckt hat, pfui Teufel. Nachdem wir sein Bläschel als roten Teppich missbraucht haben, steigen wir in seine Eingeweide und stehen in einem höllischen, lavadurchfluteten Labyrinth aus Schwammerl, Körperteile und leidende Gesichter. Das ist, muss ich zugeben, ein Satz, von dem ich nicht gemeint habe, dass ich ihn heute sage, aber da ist er. Allerdings sind wir in diesem Labyrinth rettungslos verloren, ohne Hilfe. Und die einzigen, die uns weiterhelfen können, sind unsere Veganibalen. Oh mein Gott! Offensichtlich habe ich das wahnsinnig lustig gefunden, als ich mein Skript geschrieben habe, und jetzt fällt mir gerade nichts Besseres ein, also lassen wir es einfach drin, ist ja wurscht. Die haben jedenfalls auf Nachfrage einen Schädel des Navigators im Angebot, der auf magische Weise immer genau weiß, wo man hin muss. Sie wollten allerdings nicht rausrucken, weil sonst haben sie ja selber keinen mehr. Also orientieren wir uns an dem weisen Spruch: Gib einem Menschen einen Fisch und er ist satt für einen Tag, aber gib ihm einen vergifteten Fisch und er ist satt für sein restliches Leben. Warte mal. Jedenfalls tauschen wir Anleitung zum Navigieren gegen einen magischen Schrumpfkopf, der immer genau weiß, wo wir hin müssen. Und ohne Scheiß, der Kerl heißt Sepp. Ernsthaft. In Thimbleweed Park, am anderen ebenfalls wahnsinnig geilen Spiel von Ron Gilbert, gibt es den gleichen Schädel zum Finden und er heißt einfach Sepp the Navigator. Ich hab das nicht gewusst, als ich beschlossen habe, meinen ganzen Schmarrn hier auf Bayerisch zu machen, aber das, wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich es auch nicht. Selbst sei Dank finden wir jetzt jedenfalls unseren Weg durchs Schwammerlabyrinth und kommen bei LeChucks Schiff an. Das Problem ist mir ein kleines bisschen zu lebendig für die Mannschaft. Also entweder bringen wir uns um, und dafür fehlt uns leider das Verb, oder wir schauen mal, dass wir nicht gesehen werden.
Praktischerweise hat der Sepp allerdings eine Ketten aus Augen um seinen Kopf. Eine Ketten aus Augen um seinen Kopf, die ihn unsichtbar für Geister macht. Und wenn das mal kein glücklicher und glaubwürdiger Zufall ist, ha? Aber bevor wir lang nachdenken, wie die Chancen dafür stehen, überreden wir Sepp einfach, dass es uns gibt. Mit überreden meine ich, dass wir ihm drohen, ihn in die Lava zu kicken, was sich als recht effektiv erweist. Wir sind jetzt also unsichtbar für die Geister und schleichen uns an Bord. Wenn wir LeChucks Kabine betreten, steht unser gruseliger Geisterpirat einfach da und schaut aus dem Fenster, als war er AFK. Wir können hier nicht wirklich viel da, außer uns zu erinnern, dass uns der Stan einen Kompass mit einem Magnetenring geschenkt hat. Da Guybrush, wie bereits etabliert, größtenteils auf physikalische Grundgesetze scheißen kann, angeln wir uns den Schlüssel vom Haken an der Wand und lassen man kontrolliert zu uns rüberschwimmen. Unter Deck schlaft der Crewmitglied einen fetzen Rausch aus und holt sie an seinem Kuschelgrug mit Grog fest, den wir natürlich klauen wollen. Dazu gehen wir einen Raum weiter und besorgen uns in diesem spektralen Bauernhof oder was das hier ist, eine Geisterfeder von einem Geisterhändel. Damit kitzelt man den Kollegen an seine Füße, woraufhin er seinen Groggrug fallen lässt. Damit gehen wir zurück zu den Viecherl und öffnen mit LeChucks Schlüssel die Luken im Boden. Da findet man einen Haufen niedlicher Geisterratzen, von denen uns aber die Fetteste nicht vorbeilassen will. Wir füllen es also mit Grog ab. Und nachdem es einen Geist aufgegeben hat, laufen wir zum Bottich in der Ecke und greifen mit beiden Händen eine, um uns eine ordentliche Portion Fett ins Inventar zum Schaufeln. Ich hätte ja den Napf von der Ratz hergenommen, aber da war dem feinen Herrn ja zu viel Sabber dran. Ja, Glückwunsch, dafür ist jetzt fast so viel Fett an der Hand, wie ich, wenn ich deiner Mutter über die Straße helfe. Mit dem kreisligen Bart können wir jetzt die Tier am Deck einschmieren, damit es nicht mehr so quietscht, und stehen wir endlich vor dem Raum, in dem ziemlich sicher die Lane eingespart ist. Hier steckt man uns erst einmal das Geisterwerkzeug ein, damit wir die Geisterkisten im Raum mit den Geisterfackeln aufmachen können. Und weißt du, was mich interessieren hat? Wie funktioniert denn der ganze Scheiß hier eigentlich? Ich meine, dass die ganze Mannschaft hier ist und jetzt umeinander geistert, ist ja logisch, die hat der LeChuck ja da schlagen. Aber wie hat der bitteschön das ganze gottverdammte Schiff mitsamt seinem scheiß Inventar umgebracht? Und warum kann Guybrush Geistergegenstände benutzen? Ist er vielleicht schon das ganze Spiel überdaut und weiß einfach nicht? Ist er vielleicht besessen? Wir können also endlich die Kisten aufmachen und uns diese dämliche Wurzel da rausholen. Leider hilft uns das Drum in seinem jetzigen Aggregatzustand überhaupt nichts, deswegen bringen wir es zurück zu den Kannibalen und die brauen uns einen sauberen Anti-Geistersaft raus. Bis an unsere wahrscheinlich kaputt zerfressene Milchzähne mit der Sprühflaschen bewaffnet, geht's jetzt wieder zurück zu LeChucks Schiff. Und ja, leck mich doch am Arsch mit deinem Scheißdreck, jetzt haben sie uns schon wieder vor der Nase davor gefahren. Also den ganzen Weg zurück nach Melee Island. Zurück auf Melee Island probieren wir unsere Voodoo-Schorle am erstbesten unter den Deppen aus und stellen wir fest, dass das Zeug für Geister ätzender ist als ein Legastheniker vom Ouija-Bredel. Danach platzt man in Kirche, in der es nicht einmal Buffet aufgebaut haben, und erheben wir schon aufgrund dessen Einspruch gegen die Hochzeit. Anstatt für immer zu schweigen, fängen wir einen Bräutigam an, der von unserer Anwesenheit nicht gerade begeistert ist. Begeistert. Wir wollen LeChuck gerade mit unserem Anti-Geister-Wurzelsaft bekannt machen, als die Person auftaucht, von der wir eigentlich gedacht haben, dass es gerettet gehört. Da das Spiel mit erfreulich wenig dumme Klischees auskommt, ist die Lane nicht nur sinnvoll angezogen, sondern offensichtlich durchaus fähig, auf sich allein aufzupassen. Anscheinend hat es die meisten von den lustigen Leichen auf dem Geisterschiff von früher kennt und die haben ihre Käufer abzuhauen, weil sie jetzt vom LeChuck und der Tatsache, dass er sich alles am Kalt gemacht hat, nicht so begeistert waren. So, jetzt stellt sich nur noch die Frage, wer steckt in dem Brautkleid? Und mir braucht keiner erzählen, dass er keiner sehen hat, was jetzt passiert. Die Braut entpuppt sie nämlich als zwei Affen. Und schneller als irgendeine dumme Sau sagen kann, mei, Hauptsache kochen können's gehen, versauen wir aus Versehen Elaines Plan, weil wir die menschgewordene Version von das Gegenteil von gut ist gut gemacht spielen. Danach legen wir uns todesmutig mit dem LeChuck an und fangen wir uns gleich mal eine klassische bohrische Erziehungsschein, die uns kopfüber ins Stans Grog-Automaten befördert. Der LeChuck ist aber noch lange nicht fertig mit uns. Er fliegt uns nachher und zirkt uns aus dem Automaten aus wie ein Tempo bei einer Schneiz- und Rotzparty. Danke an die Simpsons für diesen ohrreidigen Spruch. Unsere Anti-Geisterschorle haben wir leider verloren, aber glücklicherweise gibt es in dem Automaten nicht nur Grog, sondern auch Rootbier. Falls ihr noch nie was von Rootbier gehört habt, beneide ich euch einerseits und auf der anderen Seite lasst mir kurz meinen Zeigestab holen. Dieses amerikanische Erfrischungsgetränk schmeckt in erster Linie nach einem Kraut namens Wintergrün. Es ist also genau das Richtige für alle, die immer schon mal eine Schorle aus Dixie-Klo und Zahnpasta hinter den Damm biebern wollten. Dem Ganzen kann man jetzt übrigens die Diabeteskrone aufsetzen, indem man Kugel Vanilleeis einschmeißt. Das nennt sich dann Rootbier Float und ist ungefähr so gesund, wie sich das anhört. Nicht einmal meine Landsleute, die sich teilweise schon aus Tradition vor 12 Uhr mittags einen vergorenen Hopfensmoothie ins Gesicht stellen, da so ein Schmarrn als Nachspeise einfallen. So, nach diesem kulinarisch fundierten Spannungsaufbau kommen wir jetzt zum großen Finale. Wir spritzen LeChuck unser Rootbier ins Gesicht und er zerreißt wie ein Laktoseintoleranten nach einem Maß Milch. Jetzt warte mal, das heißt, wir hätten die blöde Voodoo-Wurzel gar nicht braucht, nachdem wir Kopf und Krang dafür riskiert haben. Wir hätten uns die ganze Zeit einfach ein scheiß Rootbier aus dem Automaten ziehen können. Okay, ich fühle mich minimal verarscht.
Der Guybrush allerdings nicht. Nö, der steht umeinander, ist unverdienterweise nur am Leben und erzählt der Elaine, wie viel Kohle er für ein Computerspiel ausgegeben hat. Und das war The Secret of Monkey Island. Ein Spiel, das ich jetzt wahrscheinlich zum 20. Mal oder so durchgezockt habe und das mir echt ans Herz gewachsen ist. So sehr, dass ich eventuell eine unvernünftige Summe an Geld dafür ausgegeben habe, die gleiche Version, die ich als Kind gespielt habe, in mein Nerdix Eckerstein zum Kennen. Weil Nostalgie macht mir einfach ein wenig dumm, da gibt's keine Entschuldigung, das ist einfach so. Dieser bescheuerte und gleichzeitig geniale Humor, die depperten Charaktere, die Rätsel, der Soundtrack, die Grafik und nicht zuletzt die Story haben sie mir einfach was soll ich sagen? Oh, was ich tatsächlich nur sagen kann, das sind die ganzen kleinen Scherze und Easter Eggs, die sie im Spiel verstecken, aber dann hockt man wahrscheinlich noch mal so lange da und das braucht kein Mensch. Eine Sache nur zum Schluss, die ich loswerden muss und die mir hier tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen ist, weil ich das Spiel das mir nicht nur genossen, sondern auch wirklich drüber nachgedacht habe. Die ganze Geschichte kommt eigentlich komplett ohne Guybrush aus. LeChuck hätte Elaine sowieso irgendwann entführt, keiner hätte was dagegen da, weil sie es alle eingeschissen haben. Sie war genauso entkommen, weil es die Geisterpiraten von früher kennt. Sie hätte LeChuck dahin manövriert, wo sie ihn haben wollte und ihr Ablenkungsbraut hat ein Wurzelbier bis dahin gehabt, mit der sie ihn genauso erbatzt hätte wie mir. Also wenn überhaupt, haben wir das auch minimalst beschleunigt. Aber ansonsten sind wir am LeChuck einfach nur überall hin nachgerannt, wie so eine anhängliche Katze, die ja nicht einmal in Ruhe suchen lässt. Wir haben also im Endeffekt bloß von einem Scheißtrick in den nächsten gestolpert, haben es irgendwie geschafft, nicht zum Sterben, obwohl unser Schutzpatron scheinbar der heilige Sankt Incompetentius ist und sind hauptsächlich Leute mit mehrer Ahnung im Weg umgegangen. Hey, dafür brauche ich kein Computerspiel, das ist mein Leben. So, jetzt ist aber Ruhe. Merci fürs Zuschauen oder Zuhören, falls ihr nicht mehr Notwehr gekriegt habt. Ihr könnt mir gerne einen Daumen da lassen, muss auch nicht einer sein, habt auch einen Daumen. Oder meinen Kanal abonnieren oder mir in Kommentare schreiben, falls ich irgendwo einen Scheißdreck erzählt habe oder dass ich kein echter Bayer sein kann, weil ich so blöd über Bier daherrede. Ich sage auf jeden Fall Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.